Wir müssen das Gleiche machen wie sonst auch. Jetzt ist es einfach noch wichtiger. Gesund essen, genug trinken, Wasser ist am besten, ausreichend schlafen, frische Luft, eine gute Balance zwischen Arbeit und Erholung finden. Der Austausch ist jetzt enorm wichtig. Einerseits mit den Leuten, die daheim sind, sich fragen, was läuft gut, was läuft weniger gut, aber natürlich auch mit den Personen, die einem sonst wichtig sind, zum Beispiel telefonieren. Kreativität, das ist etwas, was uns gut tut. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, je nach Vorlieben auch. Musik, Gärtnern, etwas Handwerkliches machen. Auch wenn wir jemandem helfen, tut einem das gut. Und ganz wichtig, immer auch ans Positive denken. Was hat die ganze Situation für positive Aspekte? Als erstes müssen wir unsere Sorgen, die wir haben, zulassen und auch akzeptieren. Nur so können wir sie im zweiten Schritt dann auch loslassen. Für das ist das Gespräch wichtig. Ein ehrlich gemeintes «Wie geht's dir?» ist wichtiger denn je. Und wenn man miteinander über Ängste, Sorgen redet, ist eben wichtig, dass man einander ernst nimmt und das nicht abspielt. Wenn man dann kreisende Gedanken hat und sich plagt mit negativen Gedanken, dann staut sich ganz viel Energie im Körper an. Und die sollte man wieder abbauen. Und dazu eignet sich Bewegung und auch aktive Entspannung, zum Beispiel Yoga oder Meditation. Also Konflikt, Frust und Ärger gehören zum Leben. Und wir lernen ja auch damit umzugehen. In einer jetzigen Situation kann man sicher nicht ganz vermeiden. Befürchtungen sind sogar da, dass Konflikt und auch häusliche Gewalt zunehmen. Darum ist eigentlich das oberste Ziel, dass wir die Zeit jetzt möglichst stressfrei bewältigen können. Und für das müssen wir eine Alltagsstruktur haben. Die gibt uns Sicherheit und Halt. Also Lernzeiten für Kinder, Homeoffice-Zeiten für die Eltern, aber auch genug Pausen, Rückzugsmöglichkeiten. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man mal ein Auge zudrücken kann. Bei sich selber, aber auch bei den Mitmenschen. Wenn wir unsere Ziele sehr hoch stecken und Erwartungen sehr hoch stecken, erzeugt das Frust. Und wenn wir die tief setzen, dann können wir am Abend zurückschauen und sagen, mal, heute ist es gut gegangen, wir haben einiges erreicht. Ja, auch Paare sind gefordert in dieser Situation, wenn man 24 Stunden aufeinander ist. Und gute Zeit miteinander, die kommt nicht einfach vor so. Darum gilt auch hier strukturieren im Alltag und sich wie verabreden, zum Beispiel zur Nacht, zu der Lieblingsserie oder auch für das Fitness auf dem Balkon. Und auch im Gespräch immer aufeinander eingehen, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, was wollen wir in dieser Zeit jetzt auch zusammen vielleicht Neues angehen und was können wir jetzt auch wirklich weglassen. Also wenn eine Person große Angstzustände hat oder sehr verzweifelt ist, dann nützen gut gemeinte Ratschläge oft nichts. Dann ist es einfach wichtig, dass man für die Person da ist, zuhört, Thema innehaltet und sie auch versucht zu verstehen. Wenn es schlimmer wird oder eben droht zu eskalieren, ist es enorm wichtig, zum frühzeitig Hilfe zu holen. Wir haben zum Glück in der Schweiz und in Graubünden ganz viele Beratungsstellen, wo man sich auch in der jetzigen Zeit telefonisch oder per Mail melden kann.